Es geht weiter, immer heiter, zurück bei Kingdom Hearts. Auch bei Sleep Final Mix, wie könnte es anders sein, liebe Freunde? Und ich würde sagen, wir machen uns direkt auf in die nächste und vielleicht sogar schon letzte neue Welt. Problem, wir haben schon relativ viele Welten jetzt hier gesehen und so, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass noch viel kommen wird. Außer halt wieder zurück zu den alten Welten gehen und so, das schon. Aber deswegen gehen wir erst einmal nach Neverland und besuchen mal Captain Hook, Peter Pan und Wendy, vermutlich auch mal gucken. Nimmerland. Move it. Let's try kicking him. Who are you? Name's Ventus, but everybody just calls me Ven. Huh. Guess when I sat down to rest, I must have fallen asleep. But where'd you come from? Well, you see... All right, we're going. So long, Ben. Hey, where are you guys off to? Tink saw a shooting star, and we're gonna go hunt it down. A shooting star? Mind if I come along? Of course not. But you gotta agree to follow us. Yeah, it's right over that way, by the Indian camp. Ready, man? Forward, march. Okay. Okay, und Mickey ist offenbar auch hier. Interessant. Ja, natürlich dieser... wie ist das schon wieder? Wir hatten Ding genannt. Terror. Hab's vergessen. Scheiße. Mann, egal. Irgendwas mit... auch mit V, glaube ich, war. Venitas, irgendwie sowas. Egal. Der Maskierte. Bis bei Maskierte, bevor er sich uns mal vorstellt. Und währenddessen können wir noch ein bisschen hier fighten und gucken. Ja, müssen ein bisschen trainieren, Freunde. Wir sind ein bisschen zu schwach für die. Aber ist kein Problem. Gegen diese Unversierten, ne? Das sind ja keine Herzlosen, das sind ja Unversierte. Und mir gerade Frage. Sind einfach nur diese besonderen Gegner einfach stärker? Oder sind einfach alle ein bisschen stärker und wir sind zu schwach? Ja, wir sind zu schwach, okay. Was heißt zu schwach? Wir sind irgendwie Level 14 und so, so ist er nicht, aber... Wenn es mal so, sagen wir mal, maximal Level so vielleicht um 50 rum ist, oder sogar noch höher, bis zu 100 und so gehen, sind wir schon relativ schwach. Ich glaube, wir kriegen auch nicht viele Erfahrungspunkte, wa? Nein! Ah! In der Scheiß mit der Reihenfolge. Ja, wobei, jetzt nächstes irgendwie 368, also... Stimmt, wir sind sogar Stufe 18, alter Schwede.
Komm, ey, dauert zu lange. Ein bisschen mit dem Fokus arbeiten und vielleicht mal wieder einen D-Link einsetzen. Bevor wir gerne einen D-Link mit Terror einsetzen. Also das machen wir jetzt einfach mal. So, jetzt aber. Terror ist ein bisschen der Typ, das haben wir, glaube ich, in der ersten Folge festgestellt. Einer der Typen, die einfach ein bisschen mehr auf Angriff setzen. Beziehungsweise auf Stärke. Wenn du es ja eher ein bisschen auf Speed setzt. Und Aqua ja eher ein bisschen auf Magic. Alter, das Dauer mit dem Draufkloppen, ey. Ernsthaft noch mehr? Oh Mann. So, erstmal gucken, die Truhe habe ich raufgemacht. War nicht irgendwie die Karte drin? Nee, stimmt. Die war zu klein dafür. Du. Neverland wirkt schon ein bisschen auch wie Dingsbums. Wie war schon, das gelobte Land, glaube ich, von Simba. Ups. Sag mal. Ah, das war eine Fake-Truhe. Hab zu spät gesehen, sorry. Das war fies. Das war auch krass, dass die so stark sind. Es kann nur noch um Stunden handeln, müssen wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen. So, komm schon. Nicht so, dass die irgendwie anfällig auf Magie wären, weil das sind wir schon festgestellt. Ich hoffe auch ein bisschen, dass wenn wir dann zu einem späteren Zeitpunkt ja auf die Routen der anderen beiden switchen, also sprich auf Aqua und Terrors Route switchen, dass wir dann irgendwie die Erfahrungspunkte, die wir bereits gesammelt haben, nochmal mitnehmen können, die nochmal von vorne anfangen müssen. Sobald nochmal auf Level 1 und so und auch mit den Deckkommandos und so, also mal von vorne. Wäre schon cool, wenn man das irgendwie kombinieren könnte. Ja, Donnerschlag! Frozen! Da kannst du draufprügeln bis zum St. Nimmerleins-Tag, ey. Schon quasi das nächste Level up. So, da war die Fake-Truhe, wa? Ja. Das wäre jetzt die Frage generell bei der. Macht ja noch irgendwie. Bringt die uns ja noch etwas? Oder ist die einfach nur
Ich weiß ja nicht, wie viele Erfahrungspunkte sie bringen. Das erstmal testen. Immerhin das nächste... Ne, nicht ganz. Fuck. Ne, nicht ganz das nächste Level. Nur Blitzer wurde ein bisschen stärker. Warte mal. Mist. Ist hier noch höher springen? Ein bisschen höher müssen wir noch kommen, weil von da oben runter springen, das wäre natürlich eine Option. Ja. Ihr müsst noch höher. Der hat viel aus. So, bring ihn, bring ihn, bring ihn. Ja, komm schon, da muss langsam mal hier ein bisschen schneller vorwärts gehen hier. Kann ja wohl wahr sein. So, einmal. Trotzdem bringt es trotzdem nicht viel. Da natürlich schon bitter. Ich kann aber kaum vorstellen, dass irgendwie an der neuen Waffe, sprich am Schlüsselanhänger liegt. Weil es einfach von der Stärke nur ein bisschen, also zumindest eins weniger, dafür habe ich mehr Magic drauf. Mist. Nee, ihm reicht nicht ganz. Egal. Ernsthaft noch mehr? So, na gut. Aber schön draufzimmern. Wenn sie genug Erfahrungspunkte bringen, warum auch nicht? Bam, 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 boom. Luftgrätsche, Stufe 3. Wenn wir schon mal beim Thema Luftgrätsche sind. Deck wählen. Ah, warte mal. Ich habe momentan sowieso nur ein Deck. Ja. Ich habe sogar insgesamt 3 Decks. Na gut. Ich habe mir gerade überlegt, wegen der Theorie da, wo ich hatte, von wegen, ja, mit, oh, wir gehen sogar bei Stufe 4 jetzt hoch, krass. Mit den beiden anderen, also sprich eben da mit Terra und Aqua, wenn man das irgendwie auch noch machen könnte und so, Da für jeden quasi ein eigenes Deck zusammenstellt, wäre natürlich eine Option. So, warte mal, Fesselschlag, Feuer reiten wir zum Beispiel. Ich könnte beides mal Eis kombinieren. Gibt Eisra, ja, das ist doch schön. Die vorhin an Elementarschaden erhöhen, genau. Den nehmen wir natürlich, da ist klar. Dann habe ich Eiszeit drauf, sehr schön, Deckverwaltung. Dann können wir hier mal den Eiszauber verstärken. Jetzt haben wir einfach Eisra drauf, sehr gut. So. Hab's immer noch nicht die Karte bekommen. Leider. War gefühlt die ganze Folge jetzt nur um Kämpfen. Nicht mal irgendwie wichtige Kämpfe, nee, einfach mal ein bisschen Training. So. Vereinzelt sehe ich da Truhen, ja. Eine Karte wäre trotzdem nicht so schlecht.
Kann ich aus dem Wasser irgendwie springen? Nee, wa? Müsste fast irgendwie gleiten können, wa? Oder? Warte mal, das hatten wir ja schon mal. Bei im tiefen Weltraum, wo ich gemerkt habe, hey. Ah, genau so. Weil ich ja eigentlich mehrmals diesen seitwärts Luftsprung jetzt mal machen kann. Muss einfach hoch genug abgesprungen sein, damit es funktioniert. Oh, ernsthaft. Mach doch nicht so eine Scheiße, wenn... Ups. Ja, dann halt nochmal so. Dringend ein höheres Level, da muss man schnell irgendwie gucken, ob man doch die Waffe wieder wechseln muss. Wenn wir halt generell irgendwie wieder auf, ja, wie soll ich sagen, einen Angriffspunkt mehr haben, wenn es wirklich so krass ist. Wir haben so wenig Magic halt, das ist irgendwie auch scheiße. Alter, das darf wohl nicht wahr sein. Das ist echt krass. Oh, schön. Und jetzt noch hier unten. Ich kann hier unten ja nicht kämpfen. Toll. Spawnen die Gegner wieder nach, oder was? Naja. Der Vorteil ist, ich kann hier zumindest mal Vit reinsetzen. Das ist mir echt gefolgt. Krasser Typ. Okay. Ich kann hier nachgucken. Ich muss erstmal weiter. Ich muss erstmal gucken, was hier eigentlich so abgeht. Wo ich vielleicht mal eine Karte finde. Okay. Ja, kann ich ja nicht wissen, wo es hier lang geht. Hä? Mann, warum geht das nicht? Das bis jetzt finde ich Neverland ein bisschen doof. Warum sind die Gegner hier so stark? Warum hält sich Wen hier oben nicht so fest, wie ich es gerne hätte? So, kommen die schon wieder. Peter Pan! Who do we have here? Never seen you before. I'm Ventus. Call me Ven. Well, if you say so. Tension! Now then, men. I don't suppose you'd want to capture some real pirate treasure? Real pirate treasure? Sure! Well, guess who caught sight of Hook right when he was stashing his treasure? What do you say we sneak in and grab it? Oh boy! Let's go! Ow! Oh! Tinkerbell? What's gotten into you? We were all supposed to go hunt for a shooting star together. Forget that. Pirate treasure is way more fun. Tink, you're coming with us.
Well, that's no way to respond to an invitation. Come on, Ben. You're a better sport than her, right? I'd love to join you, but first I want to find the shooting star. Lieber eine Sternschnuppe finden als... Okay. Wenn, was ist los mit dir? Muss ich nicht verstehen, oder? Ernsthaft? Ja, der Move macht zwar eben noch relativ guten Schaden. Also im Vergleich natürlich mit den anderen meine ich jetzt. Alter, 400 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level, das ist doch fies, Mann. So, vielleicht erstmal einen schwächeren platt machen. Weil dann habe ich ja anvisiert. Aua. Okay, haben nicht mehr anvisiert. Fire Freeze! Thunder! Und Heal! Wobei geht, für jeden von denen kriege ich 50 Erfahrungspunkte, also eigentlich nicht so schlecht. Ich hab trotzdem keine Karte, verdammte Kacke. Oh. Kaum sage ich schon, ist sie da. So, dann gucken, was wir sonst noch so erwarten können. Da geht's entlang, da ging es noch lang. Aber erstmal speichern, Freunde. Und ich würde sowieso sagen, die heutige Folge ist dann mal vorbei an dieser Stelle. Ja, nach knapp 23 Minuten. Ich weiß, wir haben jetzt eigentlich nicht so viel getan heute, aber es ist halt immer so eine Sache, wa? Man kann es halt nicht aussuchen, ist leider so. Damit muss man halt leider abfinden. Trotz allem sage ich wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder zurück bei Kingdom Hearts Final Mix. Kein Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix, nicht umgekehrt. Mann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.